Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fuchs. Leute, ich sage euch meine Einschätzung zum Spiel, mein Tipp, zeige euch, wie ich aufstellen würde. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst ihr gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Ja, meine Einschätzung zum Spiel. Hoffenheim sollte man jetzt nicht unterschätzen. Die haben die letzten Spiele auch alle gewonnen, außer gegen Frankfurt verloren. Und mein Tipp ist auch dasselbe Ergebnis. Ja, wir haben 1:3 gegen Frankfurt zu Hause verloren. Mein Tipp ist auch 1:3 für uns. Und ja, wie gesagt, die sind gut reingekommen so, ja, aber wir haben natürlich eine Qualität, die, wenn wir die auf dem Feld kriegen, dann muss er das Spiel gewinnen. Ja. Wie gesagt, wichtig ist, dass wir die aufs Feld kriegen. Gerade nach so einem Champions League-Spiel haben wir schon mal öfters gehabt, dass wir uns ein bisschen schwerer getan haben, so von der Motivation her. Von daher wird das ein Faktor werden, gar keine Frage. Da bin ich sehr gespannt. Ich persönlich würde auch den ein oder anderen Wechsel vornehmen, im Gegensatz zur Startaufstellung in der Champions League. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Gut, wir haben es schon gehört auf der PK, im Tor ist Manuel Neuer gesetzt und ich würde auch Manuel Neuer da drin lassen. Alles ist gut. Als Alternative, wenn Manu irgendwelche Bewegchen hat, hast du einen Ubich, den du da auch ohne Bedenken reinwerfen kannst, denke ich. Ja. Gut, in der Innenverteidigung. Ja, kann man natürlich jetzt ein bisschen drüber streiten. Ich würde auf jeden Fall schon mal einen Kim aufstellen. Ja. Daneben würde ich, ja, je nachdem, wie der Fitnesslevel ist, entweder Opa oder Tar bringen. Ich würde jetzt einen Tar dahin stellen in meiner Aufstellung, weil ein Opa durchgespielt hat, Tar nicht. Kim auch nur eine Halbzeit. Aber klar, wenn irgendeiner da ein bisschen Wehwehchen hat oder so, dann spielt halt einer der anderen. Ja. Aber wir haben 3 gute Innenverteidiger. Kim hat es auch wieder gut gemacht, meiner Meinung nach. Und dann sollte man das auch nutzen, dass man 3 gute Innenverteidiger hat. Ja. Auch wenn Kim und Tar jetzt vielleicht noch nicht so oft zusammengespielt haben, aber das sollte ja nicht das Problem sein. Die sind ja lang genug beide jetzt da, dass da schon eine gewisse Abstimmung da sein sollte. Gut, auf der linken Seite, ja, ich habe es ja eh schon gesagt, Conny wäre bei mir eh links und nicht rechts. Conny Leimer, sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Conny ist ein Mentalitätsmonster. Ansonsten haben wir auch keine Alternative. Guerrero wird noch nicht so weit sein, auch laut Aussage auf der PK. Von daher ist das alternativlos, meiner Meinung nach. Und genauso wie Boe rechts. Ja, ist jetzt die Chance für Boe. Ja, er kann jetzt mal zeigen, dass er doch mehr ist, wie nur der dritte, vierte oder die dritte, vierte Alternative als Rechtsverteidiger. Ja, er hat jetzt die Chance, die er nutzen muss. Er muss jetzt ein gutes Spiel machen oder noch besser ein sehr gutes Spiel gegen Hoffenheim. Dann wird er vielleicht für die nächsten Spiele auch eine wirkliche Alternative sein, auch wenn ein Guerrero wieder da ist. Ja, und auch wenn Stani wieder da ist, was wahrscheinlich ein paar Wochen dauern wird bei Stani. Von daher ist das jetzt seine große Chance. Ja, und ich hoffe, er kriegt es hin. Ich denke, er hat das Potenzial hat er. Ja, sonst hätten wir ihn ja auch nicht verpflichtet. So, fairerweise muss man auch sagen, dass er noch nie die 6, 7 Spiele am Stück bekommen hat. Ja, ja. Aber er muss jetzt liefern. Er muss jetzt liefern gegen Hoffenheim. Ja, ansonsten hast du natürlich noch die Rochade mit Conny Leimer nach rechts und ein Bischof nach links. Aber bei mir würde ein Bischof im zentralen Mittelfeld für Kimmich auflaufen. Ja, das wird der eine oder andere wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ist mir wurscht. Bei mir würde Kimmich auf jeden Fall eine Pause kriegen und bei mir ist dafür ein Tom Bischof drin. Ja, genauso wie in Goretzka. Ja, ich würde auch Pavlo die Pause geben. Auch Pavlo hat müde gewirkt dann. Ja, hat jetzt 2 Spiele gemacht. Ja, kam er dann Leon noch rein. Ich würde Bischof und Leon bringen. Ja, und würde Kimmich mal draußen lassen. Kimmich braucht einfach mal, weiß ich nicht, vom Kopf her eine Pause oder was. Ich habe keine Ahnung. Die Leistungen sind gerade meiner Meinung nach wirklich wild. Natürlich sind unsere Alternativen
Kimmich und Pavlo. Und klar würde ich gerne mal Bischof und Pavlo sehen, ja. Aber ich würde erstmal mit dem Neon anfangen, einfach, ja, der Erfahrung auf diesen Positionen geschuldet. Bischof ist jetzt noch nicht so lange bei uns, beziehungsweise hat jetzt noch nicht so viele Spiele gemacht. Von daher würde ich ihm dann nochmal den etwas erfahrenen Neon an die Seite stellen. Aber ich hätte auch keine Kopfschmerzen damit, wenn da ein Pavlo steht. Also, wie gesagt, für Bischof gilt dasselbe wie für Tar. Die waren bei der Club-WM dabei, sollten lange genug da sein, um zu wissen, was gefragt ist. Von daher. Aber ich würde mit dem Leon mal anfangen und mir den Bums anschauen. Gut. Ja, wir könnten natürlich jetzt drüber streiten. Also ich würde natürlich mit dem Lennart Karl anfangen wollen. Ja. Die Frage ist, auf welcher Posi. Ich stelle ihn jetzt mal nach rechts. Ich stelle mal Michael in die Mitte. Und ich stelle mal einen Gnabry nach links. Und einen Harry Kane vorne rein. Ja, das ist natürlich alles hier super variabel, die 4. Ja. Ich denke, auch Lennart Karl kann mal über die linke Seite kommen, durch die Mitte sowieso. So würde ich mal anfangen, einfach um ein bisschen Frische reinzubringen. Für Jackson ist es leider noch zu früh, sonst hätte ich auch gesagt, man stellt einen Jackson in die Startelf. Ich denke, das wird noch ein bisschen früh sein. Aber das sollte auch ein Spiel sein, wo ein Jackson auf jeden Fall, je nach Ergebnis zur Halbzeit oder zur 60. Minute eingewechselt wird. Genauso wie man Michael nach 60 Minuten dann mal runternehmen sollte. Ja, das ist der Spieler, der eigentlich immer durchballert. Und Serge hat immer seine Pausen schon bekommen. Ja, also Michael sollte man dann nach 60 Minuten die Pause gönnen, egal wie der Stand ist. Ja, und du hast da mit dem Diaz nochmal einen Spieler, der nochmal diese Power dann reinbringt ab der 60. Minute. Ja, ich denke, das kann ein sehr guter Impact sein, ein guter Faktor. Und ansonsten seht ihr es ja auch schon. Ansonsten ist es wild. Ja, wir können natürlich hier noch, ich weiß nicht, ob er dann dabei ist, ob er auf der Bank sitzt, den Mike eintragen als Alternative, aber ansonsten hinten ist schon wild, was Alternativen angeht. Ja. Aber wie gesagt, ein Kimmich kann zur Not auch einen Rechtsverteidiger spielen, Tom Bischof kann zur Not einen Linksverteidiger spielen. Also ist jetzt nicht so, als wenn wir da am Stock gehen würden. Wir haben genug Spieler, die mehrere Positionen bekleiden können. Das wäre meine Startelf auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie ein Kompanie aufstellt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass er für die eine oder andere Überraschung sorgt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Bischof kommen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er für Kimmich kommen wird, aber vielleicht kommt er mit Kimmich. Weiß ich nicht. Wie gesagt, aus meiner Sicht wäre es gut, wenn Josh einfach mal eine Pause kriegt. Der wirkt gerade, ja, weiß ich nicht. Ein bisschen überfordert, I don't know. Aber vielleicht ist das auch nur mein Eindruck. Aber gut. Ja, am Ende des Tages, egal welche Mannschaft auf dem Feld stehen wird, insgesamt die Qualität unserer Spieler muss ausreichen, gegen Hoffenheim zu gewinnen. Deswegen mein Tipp 3-1. Wie ich schon sagte, der einzige Faktor, der da ist, ob wir nach den ganzen Gehype jetzt gegen Chelsea dann die PS wieder auf den Rasen bekommen, um in Hoffenheim die Leistung wieder abzurufen. Ja. Ich habe es schon gesagt, man sollte Hoffenheim definitiv nicht unterschätzen. Ja. Also die haben auch einen guten Lauf, abgesehen von den Ausrutscher gegen Frankfurt. Und von daher freue ich mich auf das Spiel. Ich bin gespannt. Das ist meine Aufstellung, mein Tipp. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.